Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um ihn auf die Probe zu stellen: Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Er sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Der antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Der sagte zu ihm: Recht hast du, tu das und du wirst leben. Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Wer ist mein Nächster? Jesus gab ihm zur Antwort: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er 2 Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn. Und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Da sagte derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Geh auch du und handle ebenso. Was für ein spannendes Gespräch zwischen dem Pharisäer, der Jesus einmal mehr prüfen will, und Jesus himself. Ich bin über diese Stelle gestolpert, man nennt es das Gesetz der Liebe, Lukas 10, 27, wo der Pharisäer selbst Jesus sagt, was denn das wichtigste Gesetz ist, was denn alles zusammenhält. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und all deine Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Eine wunderbare Zusammenfassung, wo Jesus an anderer Stelle mal sagt: Tu das und du erfüllst das gesamte Gesetz. Eigentlich ganz simpel, ein Vers in der Bibel fasst alles zusammen. Wäre eigentlich so ein Kühlschrankmagnet wert, oder? Und dann merkst du, wie der Pharisäer sich anfängt zu winden. Ja, aber wer ist mein Nächster? Eigentlich eine komplexe Frage. Ich habe mich selbst gefragt, wäre mir diese Frage gestellt worden. Jetzt blend mal die Geschichte aus, wie sie weitergeht. Was hätte ich geantwortet? Was hättest du geantwortet? Wer ist denn dein Nächster? Und Jesus gibt auf eine relativ komplexe Frage, wie ich finde, eine unglaublich einfache Antwort. Ja, am Ende ist es der am Wegrand liegt. Gar nicht so kompliziert. Wir können Dinge kompliziert machen, wenn wir wollen, aber Jesus führt uns eigentlich auf eine ganz einfache Lösung. Er sagt, du bist unterwegs, du gehst umher und plötzlich liegt da einer. Ich weiß nicht, mit wem du dich identifizierst, wenn du die Geschichte Revue passieren lässt. Wer bist du in dieser Geschichte? Ich meine, ich bin Pastor und da kommt ein Priester vor. Und ich habe mich ernsthaft in den letzten Wochen gefragt, wie oft bin ich in dieser Geschichte der Priester, der an der Not vorübergeht. Ich meine, du hast es so schön vorgelesen, Laila, vielen Dank. Ich glaube, die Geschichte kommt so viel schöner rüber, als wenn ich sie vorlesen würde. Du hast immer gesagt, und er sah ihn.
Also auch der Priester hat ihn gesehen, aber ich glaube, bei mir persönlich fängt das Problem manchmal weiter vorne an, dass ich ihn gar nicht liegen sehe. Weil ich am Handy unterwegs bin, weil ich in Gedanken bin, weil ich vielleicht mit mir selbst beschäftigt bin und den Typen da nicht mal sehe, weil ich vielleicht im Stress bin, weil ich ganz schnell irgendwo hin muss. Ich bin ziemlich schnell unterwegs manchmal. Aber dann frage ich mich, wie oft sehe ich, aber ich helfe nicht. Ich habe meine eigenen Probleme. Dann gibt es diese Bettelbanden bei uns in der Stadt. Oder auch siehst, da ist eine Organisation dahinter. Ich war mal in Avignon als Kind. Das hat sich bei mir mega tief eingeprägt. Da war Avignon, das ist glaube ich heute nicht mehr ganz so krass, aber damals voll Leuten, die Geld gesammelt haben. Bei uns, wir saßen im Restaurant, da kam ein Kind mit Tränen in den Augen, mit einem Becher. Und dann hast du Geld gegeben, dann hast du gesehen, wie das Kind hinter das Häuschen geht und Mama den Becher leert und wieder vorgeht. Und Mama wieder weitergeht zu einem Typen und da wieder das Geld hingibt. Wo du eine Organisation siehst, wo ich jetzt selbst auch an meine Grenzen komme, helfe ich da noch, wenn ich Geld gebe? Und dann kommt noch die Überforderung des großen Ganzen, der sogenannte Weltschmerz. Egal wo wir hingucken, wir sehen Not. Wir können jetzt uns auf den Heimweg machen, wir werden Not sehen, irgendwo wahrscheinlich. Wir können, wenn wir daheim sind, auf die Toilette gehen und Social Media öffnen und wir werden wahrscheinlich Not sehen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du deinen Algorithmus gezüchtet hast, zugegeben. Aber wenn du einmal jetzt auf diese Hochhäuser geguckt hast, die gebrannt haben, oder dich mit den Konflikten befasst hast, oder mit Hungersnöten, oder mit verfolgten Christen, you name it. Aber es gibt so viele Felder, wo wir offensichtliche Not haben. Und durch die ganze Globalisierung und die Digitalisierung kommt die Not viel einfacher zu dir und mir. Und wir sehen es die ganze Zeit. Und wenn du danach noch nicht genug hast, dann kannst du dir auf unseren Apps die Tagesschau von gestern angucken. Dann wirst du das nächste Mal Not sehen. Und dann kannst du in den Briefkasten gehen und kannst die Zeitung lesen und du wirst Not sehen. Und dann kannst du, wenn du den Briefkasten öffnest, kannst du diese Briefe nehmen an alle Bewohner der Schweiz oder wie sie auch immer adressiert sind, manchmal an dich persönlich, weil du vielleicht schon mal was gegeben hast. Weil jetzt ist die Weihnachtszeit. Die Kassen der sozialen Werke müssen noch gefüllt werden. Werke, die großartige Arbeiten machen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich führt das in eine enorme Spannung. Weil ich sehe, da ist so viel Not. Und mich lähmt das manchmal. Josh hat es gesagt, wir sind in der Serie Between Advents. Jesus kam, hat das Reich seines Vaters hier auf die Erde gebracht. Und dann ist er wieder weggegangen und hat gesagt, ich schenke euch einen Helfer, der euch befähigen wird, das zu tun, was ich euch gelehrt habe. Und irgendwann werde ich wiederkommen und werde dieses Reich vollenden. Und ich freue mich auf diesen Moment. Aber in der Zwischenzeit haben wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus einen Auftrag. Und damit befassen wir uns in dieser Serie. Zwischen diesen zwei Kommen von Jesus, was ist unser Job? Was ist unser Auftrag als seine Nachfolger? Vielleicht nennst du dich nicht Nachfolger von Jesus, dann betrifft dich diesen Auftrag nicht. Aber wenn du sagst, du bist ein Nachfolger von Jesus, dann gilt er dir und mir. Einer der Aufträge ist ganz klar, Barmherzigkeit zu leben. Uns um die zu kümmern, die leiden, mit denen zu weinen, die leiden. Not begegnen, der Not ins Auge schauen. Weil Jesus sagt ganz klar, Vers 37, geh auch du und handle ebenso.
Ein klarer Auftrag. Und ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, die meisten von uns haben wahrscheinlich auch einen klaren Wunsch in sich, Not zu begegnen. Vielleicht fühlst du das nicht. Kann sein, dass du das nicht fühlst in dir, dass du nicht das Bedürfnis hast, Not zu begegnen. Wenn du das willst, kannst du anfangen zu beten. Gott, zeig mir die Not um mich herum. Und zeig mir etwas von deinem Herzen. Und du wirst sehen, wie dein Herz sich verändert. Aber ein Gebet, was du dir gut überlegen musst, weil Gott nimmt deine Gebete ernst. Wenn du diesen Wunsch in dir trägst, dann hast du einen Auftrag, dann hast du einen Wunsch und trotzdem geht es dir wahrscheinlich wie mir, wie uns allen und du bist auch ansatzweise überfordert mit der Not, die um dich herum vorhanden ist. Ich will in dieser ganzen Geschichte heute eigentlich nur auf ein Wort eingehen. Das Wort geworden. Finde ich ein sehr spannendes Wort. Ich habe das in der Zürcher Übersetzung gelesen. Ich habe es auch nochmal mit anderen Übersetzungen geprüft und Jesus hat das wirklich so gesagt. Es sagt, Vers 37, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Ein sehr spannendes Wort, wie ich finde. Nicht wer war ihm der Nächste, sondern wer ist der Nächste geworden. Und Jesus macht klar mit diesem Wort, du wirst der Nächste nicht automatisch. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Es ist eine Entscheidung, zu einem Menschen in Not hinzugehen und sich auf Augenhöhe zu begeben und der Not in die Augen zu schauen. Das ist eine Entscheidung. Ich weiß nicht, wie gut du in Entscheidungen bist. Triffst du gute Entscheidungen? Oder fällt es dir einfach? Manchen schon, manchen nicht. Ich glaube, es gibt bei Entscheidungen verschiedene Level. Es gibt verschiedene Ebenen. Und ich will mit dir heute über Entscheidungen sprechen. Wo handle ich barmherzig und wo nicht? Weil die Überraschung, du kannst nicht die ganze Welt retten. Du wirst heute nicht hier rausgehen und eine Lösung haben, wie du allen Menschen in Not helfen kannst. Diese Spannung wird weiterhin da sein, dass du gewissen Menschen helfen kannst und anderen nicht. Die Frage ist, welche Entscheidungen müssen wir treffen, damit wir am Ende das Gefühl haben, wir sind mit dem, was wir haben und dem, was wir wahrnehmen, gut umgegangen. Und ich hoffe, ich kann dir mit dieser Predigt helfen, gute Entscheidungen zu treffen, die ein Fundament für deine Barmherzigkeit legen. Ich glaube, das eine sind die grundlegenden Entscheidungen, wie du schon siehst. Es gibt grundlegende Entscheidungen, die wir treffen müssen, damit Barmherzigkeit überhaupt möglich ist. Und dazu gehört es zum Beispiel, Prioritäten zu setzen. Paulus, eine Stelle, die dich vielleicht herausfordert, vielleicht auch nicht, schreibt an die Galater in Kapitel 6, werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Ich glaube, die Herausforderung, nicht müde zu werden, nicht überfordert zu sein, die gibt es nicht erst, seit es das Internet gibt oder die Globalisierung. Die war schon immer da. Es war schon immer eine Überforderung. Man konnte schon immer in Resignation laufen, man konnte schon immer gelähmt sein aufgrund der ganzen Not, die man sieht. Wir leben heute in einer Zeit, viele Themen sind viel besser geworden als früher.
Es gibt die Prediger, die sagen, die ganze Zeit wird immer alles schlimmer. Ich bin der andere Typ. Ich sehe eher, es wird vieles besser. Wir sehen viele Themen, die haben sich über die Jahrhunderte massiv verbessert. Und trotzdem sehen wir uns immer noch mit sehr viel Not konfrontiert. Du musst nur vor deine Türe gehen. Und jetzt sagt Paulus was Krasses. Helft allen, aber zuerst hilft deinen Brüdern und Schwestern im Glauben. Und ich finde das eine bemerkenswerte Aussage von Paulus. Ich habe die mir seit Jahren zu Herzen genommen. Ich weiß, ich bin in einer Kirche und in dieser Kirche sind mir gewisse Menschen richtig nah. Meine Brüder, meine Schwestern. Und wenn dort was ist, dann habe ich den Anspruch an mich, dass ich alles stehen und fallen lasse. Ich würde jetzt von der Bühne gehen, wenn jemand da wirklich in Gefahr wäre und würde helfen gehen. Das ist wichtig. Meinen Brüdern und Schwestern will ich zur Seite stehen. Und wenn sie in Not sind, müssen sie auf ihren Bruder zählen können. Und deswegen will ich dir diese erste Frage mitgeben, zum drüber nachdenken. Wer sind deine Brüder und Schwestern? Gehst du hier ein und aus und hast Brüder und Schwestern? Oder bist du ab und zu hier, bist du am Rand und merkst, ja, so wirklich Freundschaften habe ich hier nicht oder Leute, die ich wirklich näher kenne? Ich will dich ermutigen, da mal drüber nachzudenken, auch in diesem Kontext. Hast du Menschen, die dich anrufen, wenn du einen Monat nicht hier warst? Das ist etwas Kostbares. Wenn Menschen dich kennen, wenn Menschen dich lieben, wenn Menschen dir nahe sind. Das sind die Ersten, denen du helfen kannst. Das sind aber auch die Ersten, die dir helfen, wenn du in Not bist. Ich kann dich nur ermutigen, mach die Kirche zur Familie. Das ist nicht einfach die Verantwortung der anderen, sondern auch deine. Wir können alle Schritte auf unsere Brüder und Schwestern zugehen und gucken, wo entsteht eine Nähe. Wo ergibt sich eine Nähe. Und Paulus setzt eine klare Priorität und sagt, wir haben doch eine Familie jetzt, wo wir dazugehören. Ganz egal, wo wir herkommen, ganz egal, wie unsere Herkunft ist, wie unser sozialer Status ist. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesus Christus und gehören zum einen selben Vater im Himmel. Und alle Menschen gehören dort zusammen und das ist eine Familie. Wenn wir uns in dieser Familie nicht zuerst helfen, was ist das für eine Familie? Eine Familie muss doch so sein, dass man sich gegenseitig hilft, wenn etwas ist. Und da macht Paulus einen klaren Punkt und sagt, Leute, lebt als Familie und gebt dieser Familie eine Priorität. Lasst den Rest fallen, wenn dort was ist und kümmert euch, wenn jemand leidet. Deswegen, wenn du leidest, lass es die Menschen wissen um dich herum und behalte es nicht für dich. Das ist ein erster Schritt, den du tun kannst. Weil vielleicht bist du der Typ, der am Wegrand liegt. Ich habe den Anspruch an uns als Kirche, dass wir uns um dich kümmern, wenn das so ist. Ich glaube, es hilft uns in dieser ganzen Szenerie, wo wir Not ins Auge gucken und immer an der Grenze zur Überforderung sind. Wo kann ich helfen? Was kann ich denn schon tun? Hilft es uns, wenn wir so was haben, wie wir haben? Hier, wo du gerade online oder physisch dabei bist, ein Treffen, wo Menschen zusammenkommen, weil hier kannst du dich fokussieren. Hier kannst du wirklich dich auf Menschen einlassen und kannst Menschen wirklich nahe kommen. Für mich hat das bedeutet schon lange, ich bin jetzt schon 20 Jahre Teil dieser Kirche, war nicht immer angestellt, das heißt, ich kenne diese Kirche als Volunteer, ich kenne diese Kirche aber auch als Pastor und für mich hat das sich immer wieder als etwas gezeigt, wo ich auch bewusst gesagt habe, ich will mich auch da rein investieren, damit es für mich wirklich eine Familie wird. Also ich investiere einerseits zum Beispiel meine Freizeit, ich investiere aber auch mein Geld. Weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, das, was wir hier haben, das ist so ein Geschenk. Und ich glaube, manchmal raffen wir das nicht.
Ich glaube wirklich, manchmal checken wir das nicht. Wenn du mal 10 oder 20 Jahre dabei warst, checkst du noch, was du für ein Privileg hast, dass du hier im Frieden zusammenkommen kannst und eine Familie hast, die zum einen und demselben liebenden Vater gehört. Ich glaube, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Wirklich. Weißt du, es gibt so viele gute Dinge, die entstanden sind, wie zum Beispiel Elim, über das wir gerade gesprochen haben. Aber weißt du, woraus das gewachsen ist? Aus der Kirche. Weißt du, woraus die Schulen gewachsen sind? Die Spitäler, die sozialen Einrichtungen, die wir haben in unserem Land. Die Gesetze, die Hymne, die Flagge. Ja, wirklich. Man redet so oft über das Schlechte, was die Kirche alles produziert hat. Richtig, dass man darüber spricht. Richtig, dass man Dinge beim Namen nennt. Richtig, dass wir Buße tun, umkehren, gucken, dass wir es nicht nochmal tun und den Preis dafür bezahlen, dass Wiederherstellung passieren kann. Absolut richtig. Aber lass uns auch auf das Gute schauen, was die Kirche getan hat. Und lass uns ein Bewusstsein schaffen, was wir hier für ein Privileg haben. Dieser Ort, den wir hier haben, das ist etwas Kostbares. Lass es uns hochhalten und achten. Weil ich glaube wirklich, dass das der Ort ist, wo Menschen Jesus erkennen dürfen, wo Menschen frei werden dürfen, wo Nöten wirklich begegnet wird, wo Menschen das entdecken, was Gott in sie reingelegt hat und ihm immer ähnlicher werden dürfen. Und ich glaube, aus der Kirche ist schon so vieles gewachsen, aber aus der Kirche wird auch noch so vieles wachsen. Und ich hoffe, dass hier wird ein Ort bleiben, wo wenn du und ich alle mal nicht mehr da sind, in 200 Jahren, sich immer noch Menschen treffen im Namen von Jesus Christus. Und das immer noch passiert. Und dass in der Zwischenzeit wieder großartige Dinge gewachsen sind. Und noch viel mehr von dem passiert ist, was wir uns wünschen. Damit spezifisch jetzt, wie am heutigen Sonntag thematisiert, Nöten konkret begegnet wird. Ich glaube, so ein Ort, wie wir hier haben, ist für dich und mich eine mega große Hilfe, wenn es um Barmherzigkeit geht. Weil ich glaube, Barmherzigkeit zu leben, ist in der Gemeinschaft so viel einfacher als Einzelperson. Ich habe etwas erlebt letzte Woche, wir haben das alle gemeinsam erlebt, aber ich habe es nochmal aus einer anderen Perspektive erlebt. Diese Päckchen, diese Aktion Weihnachtspäckchen wurden abgeholt. Maike und ich, wir haben mit den Kindern zusammen 2 Stück gemacht. Und ich habe die hier hingebracht, wir haben sie mit Monique gemeinsam in den Karton gestopft und dann zugepackt und dann kam Werner, einer der Fahrer, und hat sie abgeholt und hat sie in den LKW verfrachtet. Ich habe noch einen Kaffee getrunken mit denen, ein bisschen gepläuschelt. Die sind aus der Ostschweiz, machen das als Volunteers. Wir haben als Kirche 300 Pakete zusammengelegt. Wir haben aber als Stadt Basel 5000 zusammengelegt. Das ist krass, oder? Wir haben über die Organisation 120.000 Pakete, die in den Osten gehen werden. Und dann habe ich mal gegoogelt und recherchiert. Es gibt ja noch Weihnachten im Schuhkarton, die ganzen großen Dinge. Das Zeug läuft ja weltweit, das läuft auch in Skandinavien, das läuft in Deutschland, Österreich und. Da reden wir von 12 Millionen Paketen, die da zusammenkommen. Und wir haben 2 gemacht. Völlig bedeutungslos. Und doch nicht. Weißt du warum? Weil 2 Menschen ein Weihnachtsgeschenk bekommen werden. Oder? Aber dank dem andere auch mitmachen, da entsteht was im Osten. Lösen wir dadurch alle Probleme? Nein, die haben immer noch Krieg. Die haben immer noch keinen Strom, keine Heizung, keine Türen, vielleicht kein Essen. Aber immerhin sehen sie, hey, jemand sieht uns und jemand hat uns gern. Und glaubst nicht, was das ausmacht. Ganz, ganz oft geht es nicht einfach nur um die physischen Nöte. Ganz oft geht es um das Emotionale, was entsteht in dem Menschen, wenn er checkt, ich bin nicht bedeutungslos. Jemand sieht mich. Und jemand steht mir bei. Und ich will dir Danke sagen an der Stelle, wenn du mitgemacht hast, weil ich wirklich davon überzeugt bin, es ist eine Kleinigkeit, die wir tun, aber es wird große Auswirkungen haben. Und ich glaube, es sind auch die Momente, wo wir verstehen dürfen als Gemeinschaft, was für eine Power hat, wenn gläubige Menschen zusammenstehen in der Familie und einen Unterschied machen.
Da spielt es keine Rolle, mal, ob du Katholik oder irgendwo in die reformierte Kirche gehst oder ins ICF, das ist doch wurscht. Hauptsache, da kommen 12 Millionen Pakete an. Amen. Und ich glaube, wir werden noch sehr viel davon sehen in unserer Stadt in den nächsten Jahren, wenn Christen zusammenstehen. Und mir als Einzelperson, mir hat es schon immer geholfen, dass eine Kirche ausgewählte Partnerschaften lebt, wo ich sagen kann, ich klinke mich einfach ein, indem ich persönlich jetzt meinen Zehnten spende oder vielleicht jetzt auch bei Reach etwas gebe, wo ich weiß, da sind Beziehungen, da ist Vertrauen da. Wir suchen diese Partner, die wir unterstützen, ja nicht einfach so aus und denken, ja, jetzt mal den. Nee, wir arbeiten über Jahre mit denselben Organisationen. Wir haben zum Beispiel Stadtmission, wo Menschen von uns dabei sind in Basel. Wir haben das Elim, in Lörrach ist das Kreuzweg aus dem Elim raus entstanden. Von Lörrach aus unterstützen wir Kreuzweg. Wir haben MEDER. Heute Nachmittag gehe ich mit Ronja Leuenberger hoch an Apero mit MEDER. Ich habe gestern schon Wolfgang von MEDER getroffen und habe mit ihm ausgetauscht. Das sind Beziehungen, die versuchen wir auch aktiv zu gestalten, damit wir auch verlässliche Partner haben, wo wir wissen, was ist auf eurem Herz, wofür dürfen wir beten. Wo habt ihr gerade die größten Nöte? Wenn wir jetzt bei Reach Geld geben, wir fokussieren uns bei MEDER auf den Südsudan, das kommt nicht per Zufall. Weil wir rufen an und fragen, wie sieht es aus? Wo ist es gerade am kritischsten? Wo können wir gerade als Kirche, wenn wir einen Betrag in diese großen Ordnung geben, einen wirklichen Unterschied machen und können euch befähigen, etwas weiterzumachen oder etwas durchzuführen, was ihr auf dem Herzen habt. Und mir hilft das als Privatperson. Natürlich habe ich jetzt eine Position, wo ich Entscheidungen auch treffen kann und Dinge definieren kann, aber ganz lange war ich auch als Volunteer in dieser Kirche und ich kenne diese Perspektive. Und schon damals war ich froh zu wissen, es sind Menschen da, die Beziehungen auswählen und definieren, weil das hilft mir auch da wieder zu priorisieren. Am Ende triffst du eine Entscheidung anstatt 1000. Wenn du nicht gerne Entscheidungen triffst, treff grundlegende Entscheidungen. Da muss ich nicht immer wieder neu entscheiden, gebe ich da jetzt oder nicht, sondern ich mache das immer. Ich mache das konstant. Weißt, für mich als Pastor ist es manchmal schwierig, wenn Open Doors anruft und AVC und. Das sind Top-Organisationen, die großartige Arbeit machen. Und glaubst gar nicht, wie oft ich denen Nein sagen muss. Nein, ihr könnt keinen Gottesdienst gestalten. Nein, wir können nichts spenden. Das ist alles super. Wir sind so froh, dass ihr das macht, was ihr macht. Aber wir haben unsere globale Partnerschaft mit MEDER. Wir wollen nicht hier geben und dann ein Jahr später wieder hier, weil die müssen auch Gehälter zahlen. Wir wollen Konstanz reinbringen und Vertrauen aufbauen. Und ich glaube, dass so wirklich eine Priorisierung passiert, die uns als Kirche hilft, aber die auch dir und mir hilft, wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen. Wenn du klare Prioritäten gesetzt hast, dann kommt das, was für uns momentan, glaube ich, ungefähr eine der größten Challenges ist: Platz schaffen. Wer kann das gut? Niemand hat aufgestreckt. Super, das ist für euch alle relevant. Wie schaffst du konkret Platz? Da geht es wieder um die Ressourcen, wie so oft. Vielleicht nervt dich das Thema mittlerweile. Let's go. Wie sieht dein Budget aus? Weil wenn du Not begegnen willst, kommst du nicht an deinen Ressourcen vorbei. Ich spreche jetzt in den nächsten Minuten über Geld und Zeit. Für mich persönlich, ich würde sagen, Geld ist wahrscheinlich für einige bei uns nicht mehr so das Thema, was uns challenged. Ich glaube, mehr und mehr ist das Thema Zeit ein Riesenthema. Weil du und ich, wir haben alle 24 Stunden pro Tag. Finde ich ziemlich spannend. Die Frage ist, was machen wir damit? Aber lass uns erst über das Geld sprechen. Angenommen, das sind meine Ressourcen, die ich habe. Dieser Turm. Wie gehe ich damit um? Ich habe als verantwortungsvoller Familienvater natürlich ein Budget gemacht. Ich habe da lange eine Lebensphase gehabt, wo ich nicht so genau gucken musste. Und jetzt haben wir gemerkt, ja, jetzt müssen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen priorisieren. Wir müssen die Dinge machen, die für uns wirklich zählen. Das hat für uns zum Beispiel bedeutet,
was wir schon als Einzelperson gemacht haben, den Zehnten in die Kirche geben. Weil wie gesagt, ich kann hier vorne stehen und ein Loblied auf die Kirche singen. Ja, wenn ich sie mit meiner Zeit und meinem Geld nicht mittrage, dann sind es nur Worte. Dann kann ich lange drüber reden. Also haben wir uns gesagt, wir nehmen einen Teil von dem, was wir haben. Jetzt muss ich aufpassen, das sind 200 Elemente. Jetzt nehme ich davon 10% weg. Das ist ein Prinzip, was uns in der Bibel gelehrt wird, angefangen von Mose und seine Bestätigung durch die Worte von Jesus im Matthäus-Evangelium findet. Wo wir persönlich als Familie gesagt haben, das leben wir so. 10% das geht in die Kirche. Damit die Kirche floriert, damit es der Kirche gut geht, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann. 10%, und das versuchen wir so gut es geht, muss ich sagen, es ist ja immer ein bisschen Dynamik im Leben drin, absolutes Verständnis, legen wir beiseite. Warum? Wir wollen großzügig sein. Wenn ich das nicht mache, kann ich bei Reach nichts geben. Wenn ich das nicht mache, kann ich einem Obdachlosen nichts geben, wenn er mich fragt. Wenn ich das nicht mache, kann ich Gott gar nie fragen, wo darf ich denn überhaupt großzügig sein? Weil sonst muss ich es hier holen und das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass der Zehnte in die Kirche geht, wenn es ein Prinzip ist, was ich leben will. Also muss ich für mich mein Leben so installieren, und das hat mir mein Schwiegervater beigebracht, danke an dieser Stelle, lebe mit 80%, was du hast, und dann hast du hier die 10% und dann hast du die 10%, die du zurücklegen kannst. Und wir haben effektiv ein Budget namens Großzügigkeit. Das ist leider nicht so groß, wie ich es gerne sehen würde, es braucht Geduld, aber Halleluja, irgendwann wird es größer sein, aber wir haben es da. Und das gibt uns die Möglichkeit zu sagen, ich weiß, wenn jemand einen Hunderter braucht, kein Ding, kann ich geben. Ist einbudgetiert, ist nicht so ein Problem. Wenn ich es gerade nicht brauche, dann häuft es sich an und dann kann ich irgendwann mal etwas Gutes damit tun, vielleicht auch im größeren Sinn. Vielleicht ist es mal was Gutes für dich, vielleicht ist es mal was Gutes für mich, kann ja auch sein. Ich muss ja auch mich selbst lieben, steht da drin, richtig? Wer liebt sich gerne selbst? Ja, Halleluja, das ist so was Schönes. Aber es sind grundlegende Entscheidungen, die wir treffen müssen und dürfen, die uns die Möglichkeit überhaupt erst geben, das zu tun, was Jesus uns gesagt hat. Wie ist es mit der Zeit? Vielleicht ist das für dich langweilig, denkst du, ja, mache ich auch so, habe ich meine Entscheidung getroffen. Aber wie ist es mit der Zeit? Das finde ich ehrlich gesagt noch viel schwieriger. Warum? Das Leben ist enorm dynamisch. Ich habe 3 kleine Kinder, ich habe das Gefühl, alle halbe Jahre ändert sich alles. Kennt ihr das? Bin ich der Einzige, der das hat? Das ist immer so, ich denke mir immer so, kann irgendwann mal was gleich bleiben. Aber wenn sich ständig alles verändert, ist es noch schwierig, die Zeit immer voll im Griff zu haben. Auch hier gilt für mich wieder, ich habe eine gewisse Kapazität. Und meine Kapazität ist ungefähr genauso groß wie deine. Nämlich 24 Stunden pro Tag, 7 Mal die Woche. Ein Monat hat 30 Tage, andere 31, dann gibt es noch den komischen mit 28. Und der hat manchmal 29, richtig? Guck einfach auf den Kalender, dann checkst du es. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Aber wir haben unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen. Aber da dürfen wir uns selbst immer wieder in Erinnerung rufen, wir sind Herr darüber. Wir sind Herr über unsere Zeit. Wir können Ja und Nein sagen. Auch hier wieder, ich habe mich immer und werde mich immer freiwillig in meine Kirche investieren. Auch jetzt, wo ich angestellt bin, zum Beispiel die Mittwochabende, die wir gerade erleben, Explore, Get Free, mache ich immer als Volunteer. Halleluja! Weil ich sage immer, wenn ich von euch erwarte, dass ihr freiwillig in der Kirche mitarbeitet, muss ich das doch selbst auch machen, oder nicht? Amen. Nicht? Schon, oder? Macht doch Sinn. Nur weil ich angestellt bin. Ihr seid alle auch angestellt.
arbeiten wir doch alle freiwillig mit in der Kirche. Und dann entsteht hier was, wo wir was tun können. Aber auch dann habe ich noch etwas, was ich offen lasse, wo ich Platz lasse, wo ich sagen kann, Gott, du kannst mir Impulse geben, du kannst mir Dinge zeigen und ich habe die Ressourcen, das umzusetzen, weil manchmal reicht Geld alleine nicht. Wenn du jemandem zeigen musst, wie man eine Bewerbung schreiben muss, brauchst du Zeit. Hast du diese Zeit? Hast du die Zeit, wenn du an einem Obdachlosen vorbeifährst und Gott sagt dir, halt an? Hast du die Zeit? Oder verpasst du dann deinen Zug? Ich komme aus dem Produktionsmanagement. Vielleicht wissen das viele nicht von euch, aber ich habe mal die ganze Betriebsorganisation studiert und habe dann einen Job angenommen. Da war ich über 4 Jahre zuständig für eine Produktion. Und ein Fehler, den ich immer wieder gemacht habe am Anfang und den ganz, ganz viele in Produktion immer wieder machen, ist, dass sie die Maschinen zu hoch auslasten, weil sie zu optimistisch sind. Das heißt, du denkst, ja, läuft schon, ich lasse die Maschinen mal ordentlich aus. Aber Überraschung, es läuft fast nie so, wie du denkst. Kennst du das? Ja, das heißt, die Leute an der Maschine machen Überstunden oder ich muss anrufen und sagen, sorry, die Ware kommt nicht rechtzeitig. Und ich musste lernen, dass eine gesunde Maschinenauslastung 85% ist und nicht 100%. Wenn ich eine Maschine 85% auslaste, dann kann auch mal ein Mensch einen Fehler machen, dann kann auch mal ein Halbfabrikat kaputt sein, dann kann mal eine Einstellung falsch sein. Oder irgendwas passieren, was ich nicht verstehe, was so oft passiert ist. Aber ich darf nicht über die 85 gehen, außer ich habe dann die Prozesse richtig gut im Griff. Dann kann ich schon ein bisschen höher gehen, aber mehr als 95 Leute liegt nicht drin. Habe ich noch nie gesehen. In unserem Leben ist es genau gleich. Wenn wir unser Leben 100% ausfüllen, wird es nicht funktionieren. Hast du Raum für Unterbrechungen in deinem Leben? Hast du Zeit für Unterbrechungen? Oder ist dein Leben durchgetaktet? Dein ganzes Budget komplett aufgepumpt, ans Maximum geführt? Du leistest dir das absolute Maximum, was du dir leisten kannst. Du tust so viel, wie du irgendwie tun kannst. Dann sage ich dir, wirst du eine schwierige Voraussetzung haben, barmherzig zu sein. Weil die Entscheidung, die nach den Grundlagenentscheidungen kommt, sind die spontanen Entscheidungen, die du treffen darfst. Und das Ding ist, die spontanen Entscheidungen, die sind gar nicht so schwierig. Schwierig ist es, wenn du diese Grundsatzentscheidungen nicht richtig getroffen hast, dass du gar nicht erst die Gelegenheit hast, dich dafür das Ja zu entscheiden. Weil du gar nicht die Ressourcen hast, weil du keine Zeit hast oder kein Geld hast, um das zu tun, was du eigentlich gerne jetzt tun würdest, wenn du spontan Ja sagen würdest. Spontane Entscheidung, das ist nur noch, helfe ich dem oder helfe ich ihm nicht? Wenn ich ihn liegen sehe, gehe ich hin, gucke ich ihm in die Augen und sage, was brauchst du? Kann ich mir die Zeit nehmen? Habe ich das Geld, um was zu tun? Ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, der Samariter hatte Geld, aber nicht alles. Der hat Geld gegeben und gesagt, auf dem Rückweg bringe ich dir den Rest. Aber der hatte Zeit und Geld, der hatte beides und konnte so handeln. Habe ich überhaupt die Zeit? Und dann hat es viel einfach noch mit Übung zu tun. Probier mal. Lass dich mal auf Not ein. Du darfst auch Fehler machen dort. Du darfst dich auch mal über den Tisch ziehen lassen, vielleicht mit kleineren Beträgen oder kleinem Aufwand. Aber manchmal müssen wir Dinge falsch machen und merken, ja, da ist eine Bande dahinter. Ja, das nervt mich jetzt gerade. Aber ich schüttle es ab und ich probiere es an anderen Orten wieder. Ja, ich lasse mich vielleicht mal ausnutzen. Ja, no? An anderen Orten passiert es nicht. Und ich glaube, so lernen wir und so entwickeln wir eine Routine und eine Weisheit. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott sein Herz mit dir und mir teilt, wenn wir die Bereitschaft dafür haben. Wenn wir Platz in unserem Leben schaffen, dass er uns wirklich die Not zeigen kann, dann liegt es nur noch daran zu sagen, Vater, und jetzt zeig mir deine Kinder, die in Not sind und zeig mir, wo ich helfen darf. Weil die gute Nachricht zum Schluss, er hat dir alles gegeben, was du brauchst, damit du der Not begegnen kannst. Er hat dich berufen, als Bürger des Himmelreiches hier auf der Erde zu leben und gesagt, fang an, dieses Reich auf die Erde zu bringen.
Und vertraue darauf, ich gebe dir alles, was du brauchst. In der Bergpredigt hat er gesagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Matthäus 6,33. Du wirst sehen, wie du hier keine Probleme mehr hast, wenn du anfängst, Gottes Reich Priorität zu geben, auf seine Stimme zu hören. Du musst nicht die ganze Welt retten. Es reicht, wenn du ein paar Entscheidungen triffst, die Raum schaffen, damit du spontane Entscheidungen treffen kannst. Und dann sei im ganz Kleinen barmherzig. In den kleinen Momenten des Lebens. Guck hin, beug dich runter, frag nach, wie kann ich dir helfen? Du musst nicht die ganze Welt retten. Es reicht, wenn du 1 oder 2 Pakete diese 12 Millionen bringst. Wenn wir das alle tun, weißt du, wie diese Stadt aussieht? Unsere Dörfer, unsere Schulen, unsere Geschäfte. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Klarheit dort drin, dass du Dinge, zum Teil hast du sie in Gleichnissen gebracht, die keiner gecheckt hat, und andere Dinge hast du so klar auf den Punkt gebracht. Ich danke dir für die Klarheit in diesem Punkt, und du kennst mich. Du siehst, wie ich dort unterwegs bin. Du siehst die Spannung in mir, du siehst manchmal vielleicht auch die Gleichgültigkeit. Du siehst all das, was in mir ist. Und ich halte jetzt mein Herz hin und ich bete, dass du mir dein Herz zeigst. Weil ich will dir ähnlicher werden, heute wieder. Einmal mehr frage ich dich, magst du dein Herz mit mir teilen? Magst du mir zeigen, was auf deinem Herzen ist? Und mir auch zeigen, was dein Herz bricht. Dass mein Herz schlagen kann für das, was dein Herz schlägt. Und dass mein Herz dort brechen kann, wo deins bricht. Lass uns einen Moment still sein.